Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Aha. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Okay, dann sag doch mal wo. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordan hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yarkendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Das kann auch nie einer sein, der mal einfach mal alles sagen kann. Nee, ich muss jeden Wassermagier arschwätze und verschwende mal wieder zig Minuten damit. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Allerhopp. Dann sollte ich mal Riordan Adanos aussuchen. möge dich schützen. Ja, jetzt auf einmal wieder, ne? Jetzt bin ich wieder in der Gunst ganz over. Ja, wo haben wir dann Riordan? Es kann ja nie einfach mal sein, dass so ein Magier sagt, ja, ich weiß das auch, das hat er mir zufällig gesagt. Nee, ich muss mich jedes Mal an der Experte wenden. Ist das Riordan? Nee, das könnte Kronos sein, ja. Ist er das? Nee, das ist Myxia, genau. Heidewitzka. Jungs, weniger lese, mehr in die Natur rausgehe. Ich weiß, viel Archäologiearbeit wird in der Bibliothek verrichtet, aber trotz allem Archäologiearbeit muss auch draußen gemacht werden. Deswegen rausgehe, selber erforsche. Ihr seid doch alle starke Magier. Hey, du. Okay, hier. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Dann sag doch mal, statt einfach nur zu sagen, dass du es Wo weißt. finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Okay. Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie Allerhopp. sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Und lass mich rote, tausende von Steinwächter sind da drin. Wegen der Herrenhäuser. Ja, Erzähl mir nochmal, wo sich jedes einzelne befindet. Okay. das Haus der Gelehrten, das Bla 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 Und bla. sie sind- Bliblablub, blöblö. Alles klar. Dann geht's wieder zurück zu der Pirate. Zwar können wir jetzt so direkt einsteigen zum Canyon. Yay. Okay. Du müsste ja dann eigentlich auch irgend so ein Gedöns sei. Da haben wir noch so fetti Ratte. Nimm das, grässliches Bestium. Zack, und weg ist er. So, dann ist auch meine Waffe da weg und ich hole mir köstliches Rattenfleisch. Und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Ein bisschen Salat können wir auch mitnehmen. Alles kein Thema. Ah, da sind noch mehr Ratter. Ihr kommt dann oben in die Suppe. Von dir mache ich mal Ratteblutwurst. So, lecker. Oh, jetzt wollte ich eigentlich die Weidenbeere nicht haben. Aber allerhopp. Wir nehmen hier, was wir kriegen können. So, oh, du hast noch ein paar von deiner Mantis-Kreaturen. Ja, komm her. Ja, komm her, Fangheuschrecker. Mistvieh. Herrst du auf. Lass das sei. Nicht so eklige Geräusche. Und du auch nicht. Lass es sei. Mistvieh. Okay, dann holen wir uns noch ihre Köpfe. Wachs. Und ansonsten sollte ich mal gucken, was es sonst noch gibt. Ja, bezüglich Archäologie und Pipapo wurde ich ja auch schon von der Seelenschmiede nochmal arg halte, dass ich mal ein bisschen was erzählen soll, weil offensichtlich kam es recht gut an, dass ich über meinen Beruf ein bisschen was erzählt habe, als wir bei der Ausgrabung für eine Wassermagier noch in Korinis in der Stadt unterwegs war. Also, was ist der Stadt? Als wir noch in dem anderen Gebiet von Korinis unterwegs waren. Ui, jede Menge Snapperkraut. Jam, 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 jam.
Immer viele Geschwindigkeitstränke, der Brauer. Sehr schön. Ja, dann würde ich ja mal sagen, fange ich eigentlich mal direkt an. Alte Mine und ein Razor. Komm her, du Scheißvieh. Ja, die Grundlage sind, glaube ich, erst einmal, bevor ich überhaupt einsteige, wie wird gegraben, habe ich hier vorher schon die kleine Einführung gemacht. Um was geht's uns Archäologe eigentlich? Wichtig ist dann wahrscheinlich als nächster Schritt, wie kommt die Grabung überhaupt zustande? Ich denke, das ist auch etwas, was viele Leute interessieren würde, genauso wie diese Beißer sich gerade für mich interessieren. Ja, wichtig wäre dann, wie kommt die Ausgrabung überhaupt zustande? Wichtig wäre dort zu nennen, die riechen anscheinend hier Kadaver und kommen deswegen arg Schliche. Und ja, wichtig ist an der Stelle vor allem, dass wir nicht einfach so just for fun irgendwo graben. Es ist normalerweise immer irgendwo ein akuter Notstand. Ich sollte dazu erwähnen, dass ich für die Landesarchäologie arbeite. Und das unterscheidet sich natürlich auch von Museumsarbeit und von akademischer Archäologe, die rein an der Uni arbeiten. Das heißt, die Landesarchäologie befasst sich tatsächlich mit dem Ausgraben vor Ort und macht weniger akademische Arbeit im Sinne von Publizieren, was man an der Uni zum Beispiel eher macht, aber kümmert sich vor allem darum, dass die Altertümer vor Ort gescheit ausgegraben werden. Und wenn irgendwas ist, irgendjemand will was bauen, dann kommt es normalerweise dazu, wenn das in einem Gebiet liegt, was wir als, sagen wir mal, archäologisch problematisch erachten, dass das Ganze wirklich unter Beobachtung steht. Das heißt, irgendjemand mag was bauen, sagen wir mal in Speyer selber zum Beispiel, dafür sind wir ja zuständig. Die Landesarchäologie ist circa bis nach Worms zuständig, noch Norden. Osten haben wir ja den Rhein, der uns begrenzt, noch Baden-Württemberg. Im Süden geht es bis nach Landau runter und im Westen eigentlich bis nach Kaiserslautern, aber ja, da wird eher weniger gegraben. Das ist halt ziemlich weit weg und da kommt auch ziemlich selten mal was in unsere Richtung. Da müssen dann die Kollegen aus der Landesarchäologie in Trier im Osten eher auch noch ein bisschen eingreifen. Das ist so ein bisschen Grenzgebiet zwischen Trier und Speyer. Ja, wie gesagt, wenn dann aber so ein Gebiet ist und es wird was gebaut und wir wissen, okay, das könnte so ein archäologisch problematisches Gebiet sein, zum Beispiel in Speyer selbst. In Speyer, in der Altstadt selber, kann man eigentlich nirgendwo einen Spatenstich unternehmen, ohne dass man auf was Römisches oder Mittelalterliches stößt. Glücklicherweise ist das Gebiet so dicht bebaut, dass kein Privatmann einfach mal so sein Spate irgendwo reinhauen kann. Also ich glaube, irgendein Privatmann hätte es ein bisschen schwierig, auf der Hauptstraße, auf der Maximilianstraße einfach einen Spatenstich zu setzen. Das ist eigentlich auch ganz gut so. Deswegen, wenn gerade in so einem Gebiet wirklich gebaut werden soll, dann wird normalerweise die Landesarchäologie, in dem Fall das Amt in Speyer, informiert, dass hier gebaut werden soll. Dann kommt jemand raus und beobachtet das Ganze und ist dann baubegleitend sozusagen mit dabei. Wenn es jetzt irgendwo auf dem Feld ist, sagen wir mal zum Beispiel irgendwo in der Dörfer außerhalb von Speyer und sagen wir mal, die Bauern wollen eine neue Wasserleitung gelegt kriegen, da macht man normalerweise einen Suchschnitt durch, bevor die eigentliche Bauarbeiten beginnen. Das heißt, wir haben ein Feld, wir wissen vielleicht, okay, da war vorher schon eine molle Ausgrabung, da könnte was Archäologisches rauskommen, das ist in der Nähe von einer Altgrabung, uns könnte was erwarten, dann werden dort Suchschnitte gemacht. Und in der Stadt selber ist das Ganze baubegleitend. So, beziehungsweise wir gucken auch vor dem eigentlichen Bauimmerei. Das Ganze nennt sich dann, wie gesagt, baubegleitende Maßnahme. Ja, der schlägt hier mit der Spitzhacke und der Fackel zu. Das ist ein richtiger Ochs, der kann sowas. Und ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Schatzkiste. Was ist da mal drin? Wo ist sie dann? Die Kiste ist ziemlich schwer. Ein Haufen Zeug erhalten. Ja, das bringt mich jetzt weiter. Das weiß ich genau Bescheid. Aber, okay. Anscheinend jede Menge Schmuckzeug und so weiter. Ja, wie gesagt, das ist dann die erste Maßnahme, dass wir sozusagen reingucken. Ist was sich lohnt oder ist etwas drin, was sich jetzt nicht so lohnt? Was sich nicht so lohnen kann, wäre jetzt zum Beispiel, wenn nur eine Grube drin ist. Das ist ratzfatz von dem baubegleitende Beobachter oder der baubegleitende Beobachterin sofort dokumentiert. Da muss man jetzt keinen großen Wirbel machen.
Lauflieder, ein Lederbeutel und ein Richtstab. Da ist jemand ordentlich bestattet worden, wie es aussieht. Ein 100er. Könnte sein, dass wieder alles zusammenkracht. Deswegen mache ich jetzt erstmal eine Speicherung. Und ich hoffe und bete, dass dem nicht so ist. Bitte halt. Gott sei Dank. Gut. Ja, wie gesagt, wenn es was Kleines ist, dann wird es normalerweise von dem, der vor Ort beobachtet, sofort schnell dokumentiert und dann hämmert die ganze Sache, die ganze Informationen. Wenn jetzt aber wirklich was rauskommt, zum Beispiel ein großes Gräberfeld oder ähnliches, dann wird mit dem Bauherr oder der Bauherrin entsprechend vereinbart und geschätzt, wir brauchen vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 4, 5 Monate, eventuell sogar länger. Und bis dorthin muss ein Baustopp erfolgen. Das ist absolut Pflicht. Das ist noch im Gesetz in Rheinland-Pfalz so geregelt. Und dann ist erstmal ein Baustopp. Sag mir du, Sausack. Ja, das sagen wir aber nicht zu den Investoren, wenn sowas kommt. Normalerweise einigt man sich dann dort drauf. Und bei einem Bauprojekt... Mir ist das erleid. Stirb doch endlich! Ich will weiter verzählen, du Razer. Geht doch. Ja, beim Bauprojekt in Höhe von 500.000 Euro muss sich auch der Bauherr mit 1% an der Kosten beteiligen. Das heißt in dem Fall 5.000 Euro, die er dazu gibt. Und das bezahlt normalerweise dann die Drittmittelarbeiter, könnte man sagen. Also sprich die Leute, die als Studenten, als Grabungsarbeiter dann dort arbeiten. Somit wird zum Beispiel mit den Geldern werde auch ich dann bezahlt. So, ja, dann hätten wir schon mal, dass es zu einer Grabung kommt. Und dann wird normalerweise dann klassisch die Baustelle eingerichtet. Sprich, wir brauchen normalerweise... Ups, habe ich da irgendeine Waffe gehört, die noch gezogen wurde? Ich hoffe nicht. Ja, normalerweise wird dann die Baustelle eingerichtet. Genau, das heißt, wir brauchen Container. Wir brauchen auch noch einen Werkzeugcontainer. Das heißt, die Mannschaft braucht auf jeden Fall einen Unterschlupf und die Geräte brauchen einen Unterschlupf. Dafür gibt es dann Baugeräte-Container und wir brauchen einen Mannschaftscontainer. Das wird normalerweise auch dann von den Mitteln finanziert, sofern machbar. Und ansonsten muss das Amt halt selbst machen. Das Amt hat halt wie jede staatliche Behörde ein Budget, die es ausgeben darf. Und da wird entsprechend danach immer gerechnet am Anfang vom Jahr, wie viel können dann für Grabung veranschlagt werden. Und normalerweise ist es ja auch mal so, dass ein Bauherr sagt, ah ja, du musst jetzt nicht unbedingt gegraben werden, wenn du jetzt wirklich akut was ist. Ich habe da weder die Zeit noch das Geld dafür. Wir machen das folgendermaßen, wir lassen die Sache in Ruhe. Und wir bauen woanders. Und das wird normalerweise auch als gute Lösung angesehen. Dann kommt es zwar nicht zu einer Ausgrabung, aber wie ich schon gesagt habe, Archäologen sind ja nicht unbedingt grabungsgeil und Archäologen sind auch nicht fundgeil. Das heißt, in der Erde ist es normalerweise am besten aufgehoben. Da hat es schon tausende von Jahren oder hunderte von Jahren existiert. Da kann es auch genauso gut noch mal ein paar hundert Jahre drin bleiben. Deswegen Grabungen werden in der Regel eigentlich vermieden. Aber wenn es dann doch dazu kommt, dann ist es halt so. Und dann wird auch entsprechend professionell gegraben. Das heißt, vom Amt wird dann auch jemand mit der Grabungsleitung betreut. Das ist dann jemand im Amt selbst, der dann die offizielle Grabungsleitung hat. Das ist dann meistens ein Archäologe. Und es wird dann vor Ort noch eine örtliche Grabungsleitung bestimmt. Das kann in der Regel alles Mögliche sein. Das kann ein Grabungstechniker sein, was dann meistens eine sehr professionelle Grabung ist, da Grabungstechniker das Ganze gelernt haben und die sind dementsprechend auch damit geschult und die kennen sich aus bei sowas. Das sind Fachkräfte. Grabungstechniker sind meistens Leute, die Vermessungstechnik gelernt haben als Beruf und die dann ihren Grabungstechniker sozusagen als Masterausbildung auf drauf gesetzt haben. Meistens. Geht natürlich auch, dass die nochmal irgendwas Archäologisches studiert haben und dann ihren Grabungstechniker auch nochmal drauf setzen. Ja, wie dem auch sei. Die Grabungsleitung vor Ort hat dann meistens entweder einen Grabungstechniker, der vom Amt fest eingestellt ist, oder es hat, sagen wir mal, eine Leihkraft wieder. Ui, wieder Mana plus 5, ja, sehr cool. Die kann ich gebrauchen. Ja,
Das kann zum Beispiel auch ein studierter Doktorarchäologe sein, der dann als Grabungsleiter eingesetzt wird, beziehungsweise auch jemand, der gerade seine Dissertation, also seine Doktorarbeit schreibt. Habe ich auch schon erlebt, dass ein sehr fähiger und praktisch erfahrener Archäologe, der gerade an seiner Doktorarbeit schreibt und seinen Magistertitel hat, dann auch die Grabungsleitung übernommen hat. War in dem Fall auch eine sehr gute Ausgrabung, kann man nicht meckern. Und ja, genau, dann haben wir örtliche Grabungsleitung, dann haben wir Amtsgrabungsleitung, die Baustelle wird eingerichtet und dann gilt auch natürlich Baustellesicherheit dort. Versteht sich in dem Fall auch von selbst. Ja, und dann wird gegraben. Aber das erzähle ich dann mal wann anders, weil ich finde, da habe ich jetzt eigentlich schon relativ viel erzählt, wie es so eine Grabung normalerweise zustande kommt. Und vor allem haben wir jetzt das Problem noch in einer Viertelstunde, wo die halbe Episode vorbei ist. Hier sind 2 Orks in dem Gebiet, mit denen mag ich mich eigentlich nicht direkt anlegen. Ja, ich würde nur sagen, der nächste Punkt in dem archäologischen Feld würde dann in der nächsten Episode wieder folgen. Dann würde ich einfach mal erzählen, wie funktioniert eigentlich eine Ausgrabung. Was wird da eigentlich gemacht? Wie gehen wir technisch vor? So, dann sollte ich hier, nachdem ich den Beißer erledigt habe, noch einmal speichern. Also Beißer scheinen ja auch irgendwie Kreaturen zu sein, die mit Orks vergesellschaftet sind. Hat man ja auch beim Orkfriedhof in Gothic 1. Nichts zu plündern. Ich weiß, ich will auch meine Fackel, obwohl die gerade unnötig ist. Mir händen's 16:10 Uhr. Alter, wie schnell sehen die mich? Das ist immer heftig. Ja, ja, uff. Was die für Geräusche machen, die Viecher. So. Weil da hinten haben wir nämlich schon das erste Herrenhaus. Und nee, das sind nicht diese Orkhütte gemeint, sondern da hinten irgendwo im Fels müsste end sein, was erhöht liegt. Deswegen... Oh, wow. Deswegen erst einmal speichern. Scheiße, ich muss irgendwie an den Orks vorbeikommen, ohne dass die mich sehen. Das wäre nicht schlecht. Der Ork da hinten glotzt schon ziemlich gefährlich in meine Richtung, merke ich. Das gefällt mir nicht so gut. Die haben nach so einem Totempfahl, wie es aussieht, dort errichtet. Oh je. Oh, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Gerade hat wieder jemand geklingelt. Bis gleich. Du bin ich wieder. Ja. Hoppenla. Igitt. Hoppenla in Jakenda. Ja, komm. Ucha-cha-cha hier mal rum. Ja, genau. Dann mach du mal. Ich renn hier mal rein. Ne? Wussa! Hier, kreischst du nur. Wussa! Nein! Was zur Hölle? Feuerteufel, nein! Nein, ich will nicht sterben. Lasst mich in Frieden. Oh Gott. Ja. Kreischt ihr nur und lasst euch vom Feuerteufel abschlachten. Das ist mir einerlei. Ja, genau. Jetzt kommen noch ein paar andere Ucha-Chachas angejoggt. Lustig ist das Ritterleben. Wie gut, dass man mich zum Chevalier gemacht hat und nicht zum Ritter. Die dürfen nämlich rennen. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das war jetzt nicht so clever. Das war anscheinend keine besonders... Oh, das sind die Dinger. Ah, stimmt. Ja, das war jetzt nicht allzu clever. Ich sollte mir irgendwie einen schönen Plan mit Magie noch überlegen, wie ich dort durchkomme. Aber man hat mir leider nur den Paladin Zauberlicht gegeben. Insofern kann ich doch relativ wenig machen. Der Golem wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht die Idee. Und Untote vernichten klingt eigentlich auch ganz schnafter. Deswegen machen wir erstmal den Golem. Und hoffen, dass das Biest hier was reißen kann bei den Orks. Und ja. Schön. Ja. Okay, das machen wir anscheinend nicht. Dann gehen wir wieder dorthin zu dem Speicherpunkt. Na klasse. Wir wissen aber wenigstens jetzt, was auf uns zukommt. Die Fackel können wir eigentlich jetzt soweit auch vergessen. Von daher würde ich da mal sagen, Golem Boy und... Oh, ach ja, stimmt, da war ja noch was. Mit Beißer und so. Okay, dann... Dann machen wir das doch so. Ussa! Ach ja, da esse ich lieber einen Salat. Ja, komm.
Mistviecher, hör auf. Oh Gott, apropos Mistviecher, da kommt noch so anderes hin an mir hergejoggt. Ja, genau. Dann kommen wir mal her. Okay, N-Ork und N-Beißer kriege ich noch hier. Ja, dann kommen wir her. So. Na, dann komm mal her, du Jogger. So. Puh. Wie gut, dass sich diese Feiglingsmethode hier bewährt. Also die Orks machen mir immer noch gut Schade, trotz guter Rüstung. Ich hoffe, da kommt jetzt auch nicht noch irgendein anderer Ork rein. Ich hasse Ork-Interventionen. Ja, das ist gut. Der hängt hier an dem Klippegedöns fest und befreit sich hier durch weiteres Wegrenner. Ja, komm her. Komm her, du Sausack. Gott, wie viel Steckstand, du Ei-Orkibus. Autsch. Das ist doof für meine Position. Da trifft der mich immer. So. Die sind ganz schön zäh, die Bursche. Meine Fresse. Okay, die bringen genauso viel wie ein Suchender. Alles klar, wissen wir Bescheid. Huftata. Das war jetzt schon ziemlich heftig. Leichte Wunden heilen. Ja, das können wir meinetwegen Ammo machen. Okay, das zieht gar nicht mal so... Füllt gar nicht mal so schlecht auf. Dann, als Paladin würde ich sagen, können wir tatsächlich mal auf den Zauber zurückgreifen. Von wegen leichte und mittlere Wunden heilen. Könnte nicht schade. Ja, ein bisschen Käse. Können wir uns auch noch neu fratze. Ja, so ein bisschen. Kommen wir noch. Und dann essen wir noch ein bisschen Blauflieder hinterher. Da ist nämlich auch unser Mana wieder soweit. Und eine Wurst gibt es auch noch. So, puh. Dich haben wir noch nicht ausgeschlachtet, genau. Dann könnten wir gerade noch einmal speichern, weil N-Ork ist schon tot. Na, immer hier. Alter Falter, da kommt aber noch ordentlich was auf uns zu, glaube ich. Machen wir hier nochmal die Yankee 3. Und die Orks kann ich jetzt einfach so abschlachten. So viel ist klar. Joink. Hallo, Jungs. Yeah. Tschüss, Jungs. Utscha. Mindestens. Ach ja, komm. Da esse ich lieber einen Salat. Da wasche ich lieber mein Popo. Sind die überhaupt noch hinter dran? Oder wie schaut's aus? Ich traue mich irgendwie noch nicht so recht, aber... Oh. Irgendwie scheinen die hängen geblieben zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwo an so einem Felsvorsprung haben die sich wahrscheinlich noch festgehängt. Ach, den Fisch nehmen wir auch noch, der ist bestimmt noch gut. So. Man darf hier nichts verschwenden, was da rumliegt. Und wenn irgend so ein Fisch an Land springt, naja, dann ist das halt so. Nehme ich einfach mal so hier. Na, scheiße ist das. So. Goalie Boy, komm mal zur Hilfe, bitte. Golem for the rescue. Ja, das ging dann wohl doch nicht so gut. Okay. Golem for the rescue machen wir trotzdem einfach mal. So just for fun. Und... Nimm das. Der muss einfach nur gescheite Bodenkontakt haben, der Golem. Oh, jetzt kommen die andere Anrage gejoggt. Na, Glückwunsch. Oh, ja. Dann habt mal Spaß mit dem Golem. Oh, der ist schon tot. Ja, genau. Ach, ja. Ach, ich glaube, da gehe ich mal durch, ey. Wieder zum Grubenteufel oder wie das Vieh. Ach ja, genau, dafür brauche ich den richtigen Schlüssel. Okay, wir lernen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, den Trick habe ich mittlerweile gelernt. Das war nicht so gut, sich hier mit einer Viecher anzulegen. Okay, da kümmern wir uns später nochmal drum. Aber derzeit funktioniert es nicht so gut. Wenn du lauter Orks rumstehen, ist das wahrscheinlich nicht so gerade der begünstigte Ort, wo wir hingehen sollten. Und zumal da noch irgend so ein übler, untoter Ups drin ist. Huch. Wo rennst denn du hier? Ach so, der hat einen Ork-Kadaver gerochen. Wie geht das Geräusch? So.
Du ist ja wie ein Flitzebogen hier gerannt, um nochmal köstliche Orca-Daver zum Nascher. Ah, du hängst da fest. Das ist gut. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir mal weiter, wie es so ausschaut. Ja. Ein bisschen Lernpunkte haben wir ja auch noch gekriegt. Ah, da geht's dann nochmal weiter. Wo hier? Oh, da ist ein Bluthund. Die kennen wir ja noch aus Gothic Ends. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Hallo Bluthund. Komm her, du. Scheiß Getier. So, mal gucken, wie viel du an Erfahrung bringst. Ach, ich prügel dich einfach mal den ganzen Canyon runter. Du bist das sicher gewohnt. So als hässlichster Hund der Welt. 220. Perfekt. Und da ist noch so eingestürzt die Mine. Dazu gibt es ja noch einen Lederbeutel. Und irgend so ein... Oh Gott, habe ich mich jetzt verschrocken. Und irgend so ein unglaublich gieriger Zauber war auch noch als Spruchrolle da. So, soll das Matschbode hier sein, auf dem ich mich da gerade befinde? Das verpixelte Zeug. Naja. Nicht so tragisch. Aber hier ist noch ein anderer Bluthund. Ja, du hässlichster Hund der Welt. Oh Gott. Sehr schön. Okay. Was haben wir dann wahrscheinlich die Spruchrolle? Upsala. Hier ist das. Ihr erschreckt mich aber echt immer zu Tod, ihr Scheißviecher. So, da jetzt hier kein anderer Bluthund mehr sitzt, kann ich dich jetzt auch hier der ganze Canyon durchprügeln und durch den Kaktus durchkloppe. Ich glaube, das interessiert gerade kein Mensch mehr. Oder kein anderes Vieh mehr. Ob ich dich jetzt zerschnetzel. So. Man kann sagen, was man will über die Viecher, aber hartnäckig sind sie. So, da gibt es noch einen Mana-Trank und noch einen Lederbeutel. Huiuiuiui. Genau, was für ein Zauber war es dann? Ich kann es gerade nicht sagen. Ah, das war es wahrscheinlich hier, Windfaust, genau. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal in die Lederbeutelreihe. Dumm, wo sind sie dann? Oh, Lederbeutel, wo ist dann schöner Inhalt? Ah, da ist er. So, 25 und 25. Alle Haupt 50 Goldmünze sind 50 Goldmünze, die schlage ich hier bestimmt auch nicht ab. Dazu können wir noch hier in die nächste Mine reingehen. Ich denke, das wird wahrscheinlich so unser letzte Amtshandlung der Episode sein. Schade, dass sich hier jemand um die Fackeln kümmert. Ich würde die eigentlich ganz gern mitnehmen, aber das geht wohl leider nicht. Hier haben wir noch einen kleinen Heiltrank, die sind immer gern gesehen. Minekravler. Oder Gobelins. Schauen wir doch mal, was hier rumturnt. Ein Rapier haben wir hier. Haha, ein Ring haben wir auch noch. Ein Trank zusätzlich noch. Ja, das Haha sollte ich vielleicht erklären. Rechts, links, rechts, links. Okay. Ja, so Amulett der Flamme, Schutz vor Feuerzähnen, nicht schlecht. Ja, diese Mantel- und Degen-Typ, die mit Degen bzw. Rapier kämpfen, habe ich immer so einen Schnösel da vor mir, so im Drei-Musketier-Stil, mit so einem Federhut und so einem Mantel, der mit so einem Rapier kämpft und jedes Mal, bevor es zu so einem Duell geht, macht er Haha! Ja, das ist halt das. So, Elixier der Heilung und reine Lebensenergie haben wir hier noch. Schauen wir uns mal weiter um hier in dem Minchen. Irgendwelche Biester werden hier bestimmt noch Hause. Schade, dass sich hier wirklich jemand um die Fackeln kümmert. Das ist angenehm. Ich mag sowieso dieses Flammenknistergeräusch. Ich finde das sehr beruhigend. Erinnert mich immer so ein bisschen an Kamin. Huch, hier huscht irgendwas rum. Ah, Minekravler. Hallo. Ja, dann komm mal mit. Ich will nicht gegen 2 von euch kämpfen. Deswegen hätte ich dich eigentlich ganz gern hier an die Wand gepinnt. Wo ich dich ohne größere Probleme fertig machen kann. Aber du willst anscheinend nicht. Ja komm, die paar Treffer nehme ich in Kauf. Komm her. Minenkravler. Komm her. Weich nicht ständig zurück, das ist nervig. So gegen die Wand sollst. So, geht doch. Okay, das gibt wieder ein paar Platter. Ich sollte an meinem Minecrawler-Platte-Rüstung denken, wenn ich wieder zurück in Khorinis bin. So, dich prügel ich jetzt erstmal durchs Feuer durch. Der schmeckt bestimmt noch Krabbe oder Krebsfleisch oder so. So, dann weiter. Ich glaube, das wird bei Arcania Gothic 4, wird das so erklärt. A Gothic Tale heißt es ja nur, das Ding. Ja, bei... Ah, Fell eines Schattenläufers und Horn eines Schattenläufers gibt es ja auch. Sehr cool. Ein Wagfell und noch ein Wagfell. Sehr schön. Die sind nämlich schwer zu erlegen, die Biester. Noch ein Horn von einem Schattenläufer. Ganz große Sache hier. Ja.
Da kann man nämlich auch Minecrawler-Fleisch fleddern von den Viecher. Und du heißt, es würde angeblich wie Krabbenfleisch schmecken. Ja, es würde angeblich wie Krabbenfleisch schmecken. Lederbeitel, Pech, genau, nicht Pest und Stelltafel. Ich glaube nicht, dass die Minecrawler hier das Lagerfeuer gemacht haben. So. Ein Lederbeitel, ein 25er wieder. Das ist Schnieke. Und ansonsten Steintafel, ist das eine, die wir so lesen können? Ja, sehr schön. Steintafel der Magie. Okay, jetzt wissen wir, dass wir Magie auch nicht nur in Suppe, sondern auch an Salat machen können. Das ist eine geile Erkenntnis. So, hier haben wir... Ah ja, genau, der war schon tot. Dann war du was anderes, was da noch abgezweigt ist. Hier war du, glaube ich, noch ein Gang. Genau. Da haben wir noch Dunkelpilze, Buddlerfleisch. Und hier ist noch eine Skelettbestattung mit einem Degen. Haha! Hier war anscheinend so ein Mantel- und Degenheld untergebrochen, der hier gestorben ist. Ich könnte mir vorstellen, das war ein Pirat, der sich hier im nahegelegenen Canyon eine Grabgrube hat machen lassen. Oh, eine Rune hatte auch der Typ und eine Spruchrolle. Danke, Kumpel. Und Blauleuchte auch noch. Coole Sache. Okay, was ist... Oh, mittlere... Schade, schade, schade. Das ist leider ein Arcana-Zauber. Leider ist der nur für Magier gedacht. Die dunkelgraue, diese anthrazitfarbene Runestelle sind leider nur für Magier gedacht. Und diese marmorfarbene, heller graue Rune sind Paladin-Rune. Schade, schade, schade. Mittlere Wunden heilen als Paladin-Zauber hätte ich mal definitiv auch schmecken lassen. Naja, wie dem auch sei. Ich denke, damit haben wir erstmal alles erforscht für heute. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo ich dann zusätzlich auch nochmal ein bisschen was erzählen werde, nachdem ich heute ein bisschen schwadroniert habe. Wie sieht es eigentlich aus? Wie kommt es zu einer Ausgrabung? Werde ich morgen dann ein bisschen schwadroniere. Was machen wir eigentlich bei einer Ausgrabung? Wie gehen wir vor? Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.